بیست و ده ماهایکی سال 2026 لکولینه کرد درکتنه بو پشگرتیا روش آوای کردستانه و اف ایریشن هوانه جه عشد داعش اسس سر روش آوای کردستانه جهیلا حکومتا جولانی یا عربی داعشی درکتیه ملت ما بخو درکتنش هر هیلی خو کرد نما نا ایدئولوژی نه تشتک جداهیت خناوان همو بونی یک هلوست یک دنگ جبو روش آوای کردستان همو پرچین کردستان بونی یک همو آلی خورا کرنه Zusammenarbeit zum Beispiel mit Partei Die Linke. Also in der Türkei zum Beispiel gibt es ja die Dem-Partei. Benim dökem neşir. Yedi var. Medyatede sabah arkadaşlar paylaştı. YouTube'u kapatmışlar. YouTube üzerine. Arkadaşlar paylaşmıştı. Başka yerden izleyebiliyorsunuz. Evet, halkara Her şeyi sen bir fotoğrafını çek. افجي بيتشاوى تشتيان داعش ابسر حكومتها جولاني يا داعشية يا عربي سوري بيتشاوى تشافي زلامي كرد ان مزن بماوي خو درخستن
افجي كتشا شرفاني كرد تشاوا ويل شيخ مقصود تشلو ويش قاطا سياو تشاراوي آفيتن افجي في هاوي قلت شكي بيجن Am Kurden nabinin او جولانيك شو تشكي am Kurden جبولو ما تشكي شي نابين امشي بشر وكوار امشي عزليت فاضي امشي حمش فاضي امشي بشر امشي نغوز مني امشي فاضي حياتك هذا كردستان هاي شيء sind mit der syrischen Armee verschmolzen und sind auf Rache gegen die Kurdinnen und Kurden aus, die es gewagt haben, sich dem Dschihadismus entgegenzustellen und konsequent für Frauenrechte einzustehen. Dieser Angriff ist nicht nur militärisch, es ist ein Angriff auf eine politische Idee, auf Selbstverwaltung, auf ein Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien und Religionen, auf Frauenrechte, auf die Hoffnung, dass ein plurales System möglich ist. Was ist geschehen? Seit Anfang Januar eskaliert die Lage massiv. Es sind dschihadistische Milizen und Verbände, die mit Kräften der neuen Machthaber in Damaskus zusammen agieren. Und zugleich Milizen, die von der Türkei unterstützt und besteuert werden. Sie greifen kurdische Städte und Regionen an. Sie versuchen, die Gebiete der kurdischen Selbstverwaltung von mehreren Seiten einzukesseln, Versorgungslinien zu kappen und die Bevölkerung zu zermürben. Kobane, ein Ort, der weltweit zum Symbol des Widerstands gegen den islamischen Staat wurde, wird erneut von islamistischen Kräften angegriffen. Das ist nicht zufällig. Wer Kobane angreift, greift das Herz eines Projektes an, das sich dem religiösen Fanatismus und der autoritären Herrschaft Diese für entgegengestellt hat. Westkurdistan. Und zu diesem Angriff gehören auch die Methoden. Ja, Rojava, Es Kurdistan. gibt Berichte über Enthauptungen gefangener Kämpfer, über Entführungen von Zivilistinnen und Zivilisten, über Drohungen sexualisierter Gewalt und über eine enthemmte, menschenverachtende Propaganda, die Frauen zu Beute erklärt. Das ist der Versuch, Angst zu säen. Angst in den Dörfern, Angst in den Städten, Angst in den Familien. Angst, die Menschen zur Flucht treiben soll. Angst, die Widerstand brechen soll. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir heute sichtbar sind, damit klar ist, dass diese Menschen nicht allein sind. Zugleich erleben wir etwas, das in solchen Kriegen immer dazugehört: den Informationskrieg. Von Seiten der Machthaber in Damaskus und ihrer Verbündeten läuft Propaganda. Es werden Behauptungen gestreut, die Verwirrung erzeugen sollen. Es geht darum, Unsicherheit darüber zu schaffen, was wirklich passiert, Berichterstattung zu erschweren und lange genug einen Mantel des Schweigens und der Verwirrung über die Ereignisse zu legen, bis der Überfall vollendete Tatsachen geschaffen hat. Ein Beispiel dafür sind die widersprüchlichen Erzählungen rund um IS-Gefangene. Da wird behauptet, die SDF, also die Kräfte, die über Jahre hinweg den IS bekämpft und die Region stabilisiert haben, würden IS-Leute freilassen. Diese Unterstellung ergibt nicht nur politisch keinen Sinn, sie verdreht Ursache und Wirkung. Wenn Haftanstalten in einem groß angelegten Angriff ins Visier geraten, wenn Fronten verschoben werden, wenn Gefängnisse gestürmt oder übernommen werden, dann entsteht genau dort die Gefahr, dass IS-Strukturen wieder auferleben. Und diese Gefahr trifft alle. Kurdinnen und Kurden, Araberinnen und Araber, Assyrerinnen und Assyrer, Jesidinnen und Jesiden, Christinnen und Christen, Musliminnen und Muslime. Und das ist der Punkt. Propaganda soll nicht überzeugen. Sie soll verwirren. Sie soll dafür sorgen, dass Menschen sagen, man weiß ja nicht genau, was stimmt. Und dieses "man weiß ja nicht" ist im entscheidenden Moment politisch tödlich, weil es zu Passivität führt. Dabei ist eines völlig klar: Die kurdische Bewegung und die demokratischen Kräfte vor Ort haben über Jahrzehnte und besonders in den letzten Jahren gegen islamistische Terrororganisationen gekämpft. Sie haben das mit einem hohen Preis getan, mit tausenden Toten, mit zerstörten Städten, mit unvorstellbarem Leid. Und sie haben dabei etwas aufgebaut, das in der Region selten ist. Strukturen, in denen Minderheiten Schutz finden, in denen Religionsfreiheit nicht nur ein Wort ist, in denen Frauen nicht an den Rand gedrängt,
sondern in den Mittelpunkt politischer Teilhabe gestellt werden. Genau deshalb fürchten Kurdinnen und Kurden heute die Rache der Islamisten und ihrer Verbündeten. Massenverschleppungen, Vergewaltigungen, Massaker, Säuberungen. Was wir aus der Geschichte der Region wissen ist, wenn dschihadistische Kräfte Gebiete erobern, dann ist Gewalt gegen Frauen und Minderheiten nicht nur Begleiterscheinung, sondern System. Und genau deshalb dürfen wir nicht schweigen. Seid laut mit uns. Jin, Jian, Azadi! Jin, Jian, Azadi! Jin, Jian, Azadi! Jian, Azadi! Jian, Azadi! Was heißt es, nicht zu schweigen? Hier in Deutschland konkret. Erstens, politischen Druck aufbauen. Schreibt an Bundestagsabgeordnete und an eure Landtagsabgeordneten. Nicht irgendwann, jetzt. Forderungen müssen klar und praktisch sein. Öffentliche Verurteilung der Angriffe und der Kriegsverbrechen. Druck für einen sofortigen Waffenstillstand und den Schutz der Zivilbevölkerung. Humanitäre Hilfe für die Menschen in Nord- und Ostsyrien. Keine politische und keine materielle Rückendeckung für Akteure, die dschihadistische Milizen einsetzen oder dulden. Konsequente Prüfung von Rüstungsexporten und militärischer Zusammenarbeit, wo sie zur Eskalation beiträgt. Zweitens, Öffentlichkeit schaffen. Schreibt Leserbriefe an Zeitungen, lokal und überregional. Ruft Redaktionen an, fragt nach, warum ist das Thema nur eine Randnotiz? Warum fehlen Stimmen aus der Selbstverwaltung? Warum werden Täter-Opfer-Umkehr und Propaganda unkritisch wiederholt? Öffentlichkeit ist kein Selbstläufer. Sie entsteht, wenn Menschen sie einfordern. Drittens, werdet kreativ und bleibt beharrlich. Organisiert Mahnwachen und Infoabende. Soli-Konzerte, Ausstellungen, Vorträge, nutzt Schulen, Unis, Betriebe, Gewerkschaften, Kulturzentren, verbindet die Themen. Frauenrechte, Minderheitenschutz, Antifaschismus, Kampf gegen den IS. All das ist hier nicht abstrakt, sondern konkret bedroht. Wenn ein Ort, der für emanzipatorische Selbstverwaltung steht, zerschlagen wird, dann ist das eine Niederlage weit über Syrien hinaus. Und zuletzt, Solidarität heißt auch, den Menschen zuzuhören, die betroffen sind. Den kurdischen, drusischen, alawitischen und armenischen Communities hier. Den Angehörigen, den Geflüchteten, den Aktivistinnen und Aktivisten. Solidarität ist nicht Selbstvertretung. Solidarität ist gemeinsame Stimmung. Wir sind heute hier, weil wir uns nicht damit abfinden, dass ein demokratisches, multiethnisches Projekt unter Beschuss gerät und die Welt wieder wegschaut. Lasst uns laut sein, lasst uns klar sein, lasst uns unbequem sein. Denn wenn Rojava fällt, fällt mehr als ein Gebiet, dann fällt ein Hoffnungsträger.